Und jetzt gehen wir in die Arena. Seit mehr als 1,5 Stunden geht's da jetzt schon wieder rund bei einer der größten Karnevalspartys im ganzen Land, die lachende Kölner Arena. Was ganz Besonderes, auch weil wir da Kölsch, Cola, Frikadellchen und Co. selbst mit hinbringen können. Traditionell mit Selbstverpflegung, das ist das Motto. Und auch sonst ist es eine Party mit Tradition. In diesem Jahr feiert sie Geburtstag. Letzte Vorbereitung für die größte Karnevalsparty der Stadt. Heute Abend feiern hier wieder 15.000 Jecken in der lachenden Köln-Arena. Und das schon seit 60 Jahren. Es hat angefangen 1965 in Köln, in der damaligen Sporthalle, lachenden Kölner Sporthalle. Und da war das alles etwas kleiner, mit roundabout 7.000 Leuten pro Abend. 1999 dann der Wechsel in die Köln-Arena. Eine Karnevalssitzung in ganz großem Stil. Da sind die Jecken anfangs doch eher noch misstrauisch. Wir nehmen an, dass die Stimmung wie in der alten Halle gar nicht mehr da ist. Die ist zu groß, zu pompös und die Gemütlichkeit fehlt Menschen. Es ist eine große Familie gewesen, die zusammengehalten hat. Und das kann in der neuen Halle verloren gehen. Doch schnell ist klar, die Party verliert auch in der ganz großen Arena nicht an Charme. Wenn wir schon in Köln so eine tolle Veranstaltungshalle haben wie diese Arena, sind wir mit der Veranstaltung in die Arena gegangen. In Zeiten vor dem Internet ist derjenige glücklich, der überhaupt ein Ticket ergattert. Die eingefleischten Karnevalisten campen wie hier 2001 vor den Vorverkaufsstellen. Seit wann stehen Sie hier? Seit Samstagmittag. Das sind bis um 8 Uhr sind das genau 66 Stunden. Wir stehen hier seit vorgestern um 2. Warum ist man so bekloppt, sich hier hinzusetzen, Dina? Manchmal frage ich mich das selber auch, ehrlich. Nee, aber was tut man nicht alles, ne, für ein bisschen Stimmung zu erleben. Die Stimmung entwickelt sich über die Jahre immer weiter. So kommen beispielsweise die lachende Pens und die FC-Arena dazu. Bis heute sind die Veranstaltungen jedes Jahr fast restlos ausverkauft. Ich glaube, das Erfolgsrezept ist einfach, dass man 60 Jahre treu geblieben ist einem Konzept, was damals entstanden ist, dass jeder selbst verpflegen kann und sich was mitbringen kann. Und dieses Miteinander und dieser Austausch auch. Hier, ess doch von mir was mit, wenn du nichts dabei hast oder sonstiges. Und ich glaube, dieses Wir-Gefühl wird hier sehr, sehr groß geschrieben und das erfreut uns natürlich sehr. Zum runden Geburtstag sei die Nachfrage so groß, dass erstmals auch der Oberrang geöffnet wird. An 18 Abenden stehen alle bekannten kölschen Künstler auf der Bühne. Auch Marita Köllner, die selbst seit fast 60 Jahren auf der Bühne steht. Ich raste immer komplett aus. Ich habe so einen Spaß hier. Das ist toll, hier mitfeiern zu dürfen. Sie war schon bei der ersten Arena-Ausgabe 1999 dabei. Während der Corona-Pandemie fällt die Party zweimal aus. Cat Ballou spielte vor leeren Rängen fürs WDR-Fernsehen. Da sind uns diese Bilder aus 2006 doch viel lieber. Zehntausende Jecken feiern friedlich zusammen. Na dann, auf die nächsten 60 Jahre lachende Köln-Arena.